Timo und ich gehen auf San Diego. Ich muss jetzt vielleicht noch sagen, Timo ist mittlerweile wieder daheim in der Schweiz. Ich bin ein bisschen hinterher mit Schneiden. Die Badesaison hat angefangen, aber wieso, fragen wir nicht gerade selber, wie es geht. Hey Bro, hier ist alles Paletti. Die Badesaison im Schweber und Stremmel hat sehr gut angefangen. Aber zeig uns jetzt doch lieber die neue Episode von uns zu wählen. Also, machen wir doch. Zurück zur Geschichte. Timo und ich gehen auf San Diego. Es ist kalt, früh am Morgen, aber ich freue mich. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel because she has someone who makes her. Ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen. Perfekte Bedingungen, staubblauer Himmel, staubtrocken. Heiß, 30 Grad. Heute möchte ich den Herdweg zeigen, wie man von einem Ding ins neue Ding kommen kann. Aber zuerst das Intro. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know. Es sind zwar zwei draussen, aber Kaffeemensch. I will have to let her go. She will never know, na na. Never know, na na. She will never know, na na. Never know. Wir sind hier in Lucidia, Beacons Beach. Wir nehmen Anlauf 2. Der Wintersturm hat sich mittlerweile ein bisschen vertrieben. Ja, ist jetzt nicht Padang zu den besten Zeiten, aber sie sagen, sie gehen auch nass. So, ja. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. So, fertig gesurft. Wir haben auch noch fertig gegessen, fein gewesen. Und im Moment sind wir im National Geographic in der Galerie. Super eindrücklich, wunderschöne Fotos. Was viele nicht wissen, ist, dass Timo ein begnadeter Fotograf ist. Sagen ihm immer, er soll mal eine Ausstellung machen im Schweber. Machst schnell ein super Foto. Du schon gerne. du gerne. Wir müssen mal schauen. But I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know. Ihr seht eindrücklich, also wenn ihr ihn mal gesehen habt, holt ihn an und sagt, ihr hättet das auch mal gesehen. Bringt mich zur Frage, seit wann Foto ist? Ich fotografiere seit 1999, da bin ich ja zuerst schon mal auf Bali und war einfach begeistert gewesen, wie man Momente gleich einfahren kann mit einer Foto. Einfach, ich sage jetzt mal ein 2000 und gleich das Bild reden. Zurzeit fotografiere ich noch mit der Kompaktkamera fotografieren und das wäre jetzt Canon G15, die ich habe. Wir wollen weiter. Wir sind hier in La Jolla mittlerweile, muss ich vielleicht noch sagen, San Diego. Und wir gehen jetzt hier noch ein paar Spots auschecken. Die Sonne scheint draussen, ich glaube, hier sind wir jetzt lange drin, es ist eindrücklich. Ja, sie schiessen uns jetzt schon als ein Fotografieverbot. Ja. Und wir halten uns ja dran, wie wir gesagt haben. Sorry noch eins für die Unterbrechung. Wir kommen zum Tipp vor Woche, hat ich bald gesagt. Und ich habe das Ganze in der Galerie eigentlich schon erzählt, aber im Nachhinein realisiert, dass es lärmig war und dass ich das lieber hier in Ruhe noch einmal mache. Also, hier zum heutigen Tipp. Wie geht man zum Gescheitsten vor, wie man seine Ideen umsetzen kann?
Variante 1 wäre, dass man einen reichen Götti hat. Oder die modernere Variante wäre auch ein Kickstarter, Indiegogo etc. Das Stichwort ist aber eigentlich eine Fremdfinanzierung. Jemand, der einem das Geld vorschießt, sodass man sich voll und ganz auf das Neue konzentrieren kann. Das ist sicher der schnellste Weg, wie man vorwärts kommen kann. Nummer 2 ist, dass man nicht im stillen Kämmerlein wartet und an dieser Idee herumbügelt, bevor man rausgeht, sondern dass man sogenannte Spin-offs probieren, früher zu verkaufen. Ein Beispiel ist, dass ich nicht warte, bis mir irgendwann mal jemand einen 1,5-stündigen Dokumentarfilm finanziert, sondern dass ich, wie ich das jetzt gerade machen kann, für ein Yoga-Studio einen 2 Minuten Porträtfilm schiessen kann. Und durch das auch schon ein bisschen Geld machen damit. Und die dritte Variante ist so, wie ich es schon eigentlich immer gemacht habe. Das ist, dass man im alten Job weitermacht und das Neue parallel dazu in der Freizeit probiert zu starten. Also jede freie Minute drin investiert, jedes Wochenende, Ferien dran geht, etc. Das ist zwar einerseits finanziell eine sichere Variante, aber es ist mit Abstand auch der längste und mühsamste Weg. Es braucht extrem viel Ausdauer und einen langen Schnuff und wenn ihr irgendwie könnt, würde ich diesen Weg vermeiden. Wir gehen wieder zurück auf San Diego und schauen uns noch den Rest der Geschichte an. But I have to try as hard as I can, 'cause you'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, never know, she will never know, never know, she will never know. Was für ein Tag! Jetzt sind wir aber am Heimfahren, es hat leicht Verkehr, aber das ist man sich hier gewohnt. Dann danke ich fürs Zuschauen, merci für ein Like, das Teilen, das Abo auf YouTube und wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Salut zusammen. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never